Alleen. Seit Jahrhunderten prägen sie das Landschaftsbild in Schleswig-Holstein. Zu den mehr als 1500 Alleen im Lande zählt die Lindenallee von Schönböken in der Nähe von Bornhöved. Die Allee wurde 1856, also vor 170 Jahren, hier gepflanzt, und zwar von dem damaligen Gutsherrn Meyerding. Und Gutsherren wollten es nicht nur repräsentativ mit Torhaus und Herrenhaus haben, sondern brauchten auch eine repräsentative Allee. Die Allee führt von der Chaussee Plön-Neumünster über 1,2 Kilometer direkt auf das Herrenhaus zu, sehr repräsentativ. Der zweite Effekt war aber, wenn man mit der Kutsche fuhr, war man witterungsgeschützt. Wie die Herrschaften dann mit der offenen Kutsche hier durch die Allee fuhren, waren sie vor Sonne geschützt und im Winter auch witterungsunabhängig. Und das war eigentlich ganz beliebt, hier mit der Kutsche lang zu fahren, auf das Herrenhaus zu, gerade was Gäste anbetrifft, weil das eben nachher auch unterstrich, wie wichtig die Gutsherren hier waren. Für den Schleswig-Holsteinischen Heimatbund sind Alleen ein sehr wichtiges Element. Sie verdeutlichen auf der einen Seite Kultur, auf der anderen Seite Natur. Sie sind ökologisch wichtig, tragen zur Biodiversität bei. Und der Schleswig-Holsteinische Heimatbund widmet sich diesen Alleen. Beispielsweise haben wir zweimal einen Wettbewerb gemacht zur schönsten Allee in Schleswig-Holstein. Da hat auch die Schönbökener Allee gewonnen. Wir haben ein Buch herausgegeben über die Alleen in Schleswig-Holstein. Und alles wird gefördert durch die Umweltlotterie Bingo. Und da sind wir auch sehr dankbar. So wird auch dieser Film hier unterstützt. Das Wort Allee stammt aus dem Französischen und bedeutet gehen. Begeben wir uns also auf einen Spaziergang durch verschiedene Alleen Schleswig-Holsteins, um sie in ihrer Besonderheit kennenzulernen. Hallo Steffi, dürfen wir dich mal fragen, was du hier gerade machst? Hallo Joachim, ich kartiere Brutvögel in der Lindenallee von Schönböken und auch in der Lindenallee hier am Waldweg. Genau, und ich schreibe jetzt gerade die Sänger auf, die hier ihr Revier einrichten möchten und gerne hier brüten wollen. Im Moment hört man gerade den Zilpzalp schön singen, aber vor allem geht es natürlich dann später um die Höhlenbrüter oder schon um die früheren, um die Spechte, aber jetzt kommen dann die Grauschnäpper dazu und die Stare brüten natürlich hier auch in den Höhlen, also auch einige Arten der Roten Liste oder der Vorwarnliste. Im Juli steht die Lindenallee in voller Blüte und bietet damit den unterschiedlichsten Insekten eine wichtige Nahrungsquelle. Schwebfliegen, Schmalbienen, Wespen und eine Vielzahl von Wild- und Honigbienen nutzen die Blüten mit ihrem Nektarangebot als willkommene Tankstelle. Eine einzige Linde kann bis zu 60.000 Blüten tragen. Die Emkendorfer Allee. Vom Gut Emkendorf, rechts im Bild, erstreckt sie sich über 3,5 Kilometer mit ihren derzeit 570 Bäumen in östlicher Richtung auf den Westensee zu. 2022 wurde sie vom Heimatbund als schönste historische Allee ausgezeichnet. Johann Böhling, Alleenbotschafter des Landes Schleswig-Holstein, erklärt uns den besonderen Reiz dieser Allee. Sie ist ungefähr 250 Jahre alt. Das ist doch schon wirklich eine der ältesten Alleen in Schleswig-Holstein. Sie ist über 4 Kilometer lang, auch das ist eine Besonderheit. Und sie ist eine Allee, die aus mehreren Baumarten zusammengesetzt ist. Und ansonsten, ja, hat diese Allee eine große historische Bedeutung. Sie ist ein eingetragenes Kulturdenkmal und sie steht selbstverständlich auch unter Denkmalschutz. In den meisten Fällen waren ja die Gutsbesitzer die Eigentümer der Alleen und damit auch verantwortlich für die Erhaltung. Aber hier ist das anders.
Das ist sicherlich in zurückliegender Zeit auch hier mal so gewesen, dass die Allee zum Gut gehört hat, aber es ist eine Landesstraße, die hier lang führt, und demzufolge ist hier der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr der Eigentümer von Straße und Allee, und der ist natürlich auch der Bezahlungspflichtige, wenn es darum geht, kostspielige Pflegemaßnahmen durchzuführen. Mit, ja, so muss man sagen, Steuergeldern macht er es dann. Man hat also bei einigen Bäumen versucht, mit, ja, ich sage mal einigermaßen Gewalt die Erhaltung zu machen. Wenn man Eisenstäbe einbaut oder Betonblomben einbringt oder Kronen kappt, muss man sich ja fragen, ist es das eigentlich wert? Oder sollte man irgendwo auch akzeptieren, dass ein Baum auch irgendwann ein natürliches Ende findet? Ja, und dann ist es selbstverständlich, und das findet man hier in Emkendorf auch, dann muss man nachpflanzen. Ortswechsel. Der Jersbecker Barockpark mit seinem Alleenensemble. Seit seiner Entstehung um 1740 wurde er mehrfach umgestaltet. So zum Beispiel 1840 von Theodor von Reventlow, der ihn in einen englischen Landschaftspark verwandelte. 2005 schließlich erhielt die Anlage unter der Regie des derzeitigen Gutsbesitzers das heutige Gesicht. Wir haben hier in Jersbek eigentlich die Besonderheit, dass wir seit 2010 den Park durch den Förderverein Jersbeker Barockpark e.V. betreuen und uns um die Geschicke des Parkes kümmern. Und ich bin zwar auf dem Blatt Papier der Eigentümer und der Besitzer, aber ich habe in den letzten 15 Jahren zusammen mit vielen Akteuren, die in diesem ehrenamtlichen Vorstand auch tätig sind und natürlich darüber hinaus allen Mithelfenden, es erst schaffen können, gemeinsam diesen Park in der Form so weiterzuentwickeln, wie wir ihn heute hier sehen. Und dadurch sind die Alleen eben, die wir hinter uns auch im weiteren Bereich haben, verbinden dadurch eben nicht nur Orte, sondern auch Menschen, die hier ehrenamtlich zusammenkommen, sich engagieren und für den Erhalt des Ganzen sorgen. Seit 2010 findet im Barockgarten alljährlich das Jersbeker Sommerfest statt. Veranstalter ist der Förderverein Jersbeker Park. Ziel ist es, den Besuchern ein geselliges Beisammensein zu bieten und dabei gleichzeitig Spendengelder für die Pflege der Anlage zu generieren. Der Blick auf das Gut Bossee im nördlichen Teil des Naturparks Westensee. Nicht weit entfernt vom Gut verläuft eine etwa 2 Kilometer lange Eichenallee, bekannt auch unter dem Namen Hüttenredder. Herr von Bülow, wir stehen hier in der Eichenallee von Bossee. Was hat die Eichenallee oder hat sie überhaupt etwas mit dem Gut zu tun? Ja, mit Sicherheit hat die Eichenallee mit dem Gut zu tun, weil sie im Prinzip verschiedenste Bereiche, die zu dem Gut gehören, beziehungsweise vor allem historisch auch gehörten, verbindet. Nicht? Ganz einfach, hier haben wir den Hof Schönhagen nebenan liegen. Das war einer der Nebenhöfe vom Gut, und der Weg vom Gut hierher war zum Beispiel durch die Eichenallee gelegt. Und es gab ja auch diese Glashütte, die noch viel früher existierte, und die Eichenallee hat ja auch diesen Namen Hüttenredder, eigentlich historisch, und damit ist diese Verbindung zu der Glashütte eben auch, sagen wir mal, beschrieben. Gleich neben der Allee finden wir in einer Baumhöhle das Nest einer kleinen Meise. Es ist eine Sumpfmeise, die gerade ihre etwa 2 Wochen alten Jungen füttert. Muttermeise sorgt nicht nur für kleine Raupen, sie kümmert sich auch gleich um die Hinterlassenschaften der Kleinen.
Ein weiterer Höhlenbewohner in Alleebäumen ist der Schwarzspecht. Seine Jungen werden das Nest in wenigen Tagen verlassen. Jetzt, 28 Tage nach dem Schlüpfen, ist es dann soweit. Der Abflug in die Selbstständigkeit. Auch Eichhörnchen findet man gelegentlich in alten Alleebäumen. Im Efeubewuchs, der viele Eichen umrankt, ist sein Nest, der sogenannte Kobel, gut getarnt. Das Junge verbleibt nach seiner Geburt etwa 6 Wochen im Nest und wird in dieser Zeit von seiner Mutter liebevoll umsorgt. Beim Verlassen des Nests ist die Mutter äußerst vorsichtig und vergewissert sich ganz genau, ob keine Gefahr droht. Der Tag neigt sich dem Ende entgegen. Jetzt schlägt in der Allee die Stunde der nachtaktiven Tiere. Ein Waldkauz mit einer Maus. Die 4 Wochen alten Jungen haben in diesem Alter einen Riesenappetit, sodass die Eltern sich ganz schön anstrengen müssen, um sie satt zu bekommen. Knapp eine Woche später taucht das erste der Jungen am Höhlenrand auf. Die anderen werden noch am gleichen Abend folgen und sich im Geäst der Eiche einen Schlafplatz suchen. Doch vorher gibt es noch eine Portion Maus als Stärkung. Wir sind zurück in der Lindenallee von Schönböken. Ende August, ein warmer Spätsommerabend, ideal, um Fledermäuse zu beobachten. Ich stehe hier mit meinem Detektor in der Allee von Bornhöved, Schönböken. Und über mir jagt eine größere Gruppe Breitflügelfledermäuse, wie wir hier im Ultraschalldetektor hören können. Die Breitflügelfledermaus fliegt sehr früh aus. Sie jagt auch gern an Laternen, weil sich dort Insekten ansammeln. Aber hier in der Allee ist es schön dunkel. Es gibt ja auch Wasserfledermäuse und andere Myotis-Arten, die hier durchfliegen. Die nutzen eben die dunklen Korridore. Aber die Breitflügelfledermaus ist jetzt schon aktiv. Die anderen Arten, die lichtsensiblen Arten, kommen später. Mit diesen Gesängen locken die großen Abendsegler im Herbst ihre Weibchen in ein Quartier, in ein Paarungsquartier. Es können bis zu 10 Weibchen angelockt werden in einer Nacht. Aufnahmen vom Ausfliegen der Abendsegler aus einer Buche. Gefilmt mit einer Wärmebildkamera. Hier kann man Abendsegler einmal ganz aus der Nähe betrachten. Eine Szene gefilmt in einem Fledermauskasten. Die Hornsdorfer Allee in der Nähe von Seedorf im Kreis Segeberg. Schleswig-Holstein, das Land der Alleen, und wir in der Gemeinde tragen einen großen Teil dazu bei, was die Alleen angeht. Alleen, ein historisches Gut, was wir übernommen haben. Vor weit über 250 Jahren entstand auch diese wunderschöne 1,7 Kilometer lange Hornsdorfer Allee, oder wie die Hornsdorfer sagen, Seedorfer Allee, und bringt uns Lebensraum, Biotop, Kultur, bringt uns im Grunde um Tourismus, Ruhe und dieses gewisse Etwas, was man heute hat. Wenn man hier diese Allee entlang hinter mir mit dem Rad zu Fuß fährt, man die Vögel hört, den Blick über die Wiesen hat, dann ist das Urlaub, dann ist das Krafttanken, dann ist das
Entspannung. Das, was unsere Alleen für uns hier geben. Wann ungefähr ist die Allee angelegt worden? Der Ursprung, der liegt im 18. Jahrhundert. Unser Gut in Seedorf stammt aus dem 16. Jahrhundert, als einst unter dänischer Krone hier dieses Gut entstand aus dem 15. Jahrhundert früh und später unser Torhaus im 16. Jahrhundert. Da wurden diese Alleen schon angelegt. Man sagt sich, da hat man Bauholz geschaffen, weil diese Alleebäume wirklich gerade wuchsen, weil sie Holz boten für den Bau von Gebäuden. Es hat immer eine Nachpflanzung stattgefunden und diese Alleen wurden dann über Generationen hinweg gepflegt, gehegt. Und auch das machen wir heute, nur mit dem Unterschied, dass wir keinen Baum mehr fällen, um Bauholz zu bekommen. Ging es denn in erster Linie um Bauholz oder waren Alleen auch so etwas wie Prestige für den Ort oder für das Gut? Wenn man sich den Kern bei uns in Seedorf anschaut, dann führen hinter dem See liegend oder vor dem See liegend unser Gut und dann gehen in 3 Himmelsrichtungen 3 große Alleen hinweg. Diese Hornsdorfer Allee, geradeaus geht die Himmelsallee und auf der anderen Seite dann die Seedorfer Allee. Das sind 3 prächtige Alleen. Ich glaube, es ist Prestige. Es sind aber auch Wegweiser, vielleicht noch zu Zeiten, wo es mehr Schnee gab, dass man genau wusste, wo man mit Pferd und Wagen entlangfahren kann, ohne dass man in einen Graben fährt. Ich glaube, es ist eine Vielfältigkeit an Nutzung, an Wegweisung, aber auch an Prestige für die hohen Herrschaften der vergangenen Zeit, die sagen, hier lebe ich und seht mal, wie ihr zu mir auf den Hof kommt. ...300 Jahre alt, 700 Meter lang. Die Linden-Doppelallee des Gutes Seester Mühe in der Elbmarsch. Teil einer barocken Gartenanlage und vom Heimatbund 2010 als schönste Allee in privatem Besitz ausgezeichnet. Am Ende der Allee das 1710 für Hans Hinrich von Ahlefeld angelegte Teehaus. Heute, nach seiner Umgestaltung 1981, wird es wieder bewohnt. Die Allee befindet sich jetzt wieder in einem tadellosen Zustand. Doch vor 2017 sah das noch ganz anders aus. Also in der Tat, die Allee war stark in ihrem Bestand bedroht zu der damaligen Zeit und dazu musste ich feststellen, dass der Dialog insbesondere mit Naturschutz und Denkmalpflege gestört gewesen ist. Und der runde Tisch diente zunächst einmal vor allem dazu, einen konstruktiven Dialog aller Beteiligten wiederherzustellen. Nachdem dies gelungen war, haben wir eine fachliche Bestandsaufnahme mit Fördermitteln durchführen können, die unsere Befürchtungen bestätigt hat, dass der Bestand der Allee tatsächlich bedroht ist. Und die nachfolgende Zeit, 2017 bis 2019, haben wir gemeinsam über 200.000 € Fördermittel generieren können, die uns in die Lage versetzt haben, die Allee in 2 Abschnitten umfassend sanieren zu können, eine vollständige Kronenpflege durchzuführen und die Allee so wieder in einen zukunftsfähigen Zustand zu überführen. Der Blick auf das Gut, heute im Besitz von Alexander Graf von Kielmannsegg. Werfen wir noch mal einen Blick in die Zukunft. Was muss Ihrer Meinung nach geschehen, um die gesamte Anlage zu erhalten? Welche Rolle spielt dabei vielleicht auch das Land Schleswig-Holstein? Genau, an die Zukunft geguckt haben wir jetzt uns orientiert an auch anderen Alleen in Schleswig-Holstein und haben geguckt, wie kriegen wir nach vorne hin diese doch intensive Pflege und Unterhaltung, was ist ein Weg, den man einschlagen kann, um das zu unterhalten. Und haben daraus resultierend im April 2021 den Förderverein zur Erhaltung der Lindenallee Gut Seester Mühe e.V. gegründet. Und wir in die Zukunft betrachtet, dass als Eigentümer diese hohen Pflegekosten, die es heute sind, einfach nicht mehr tragen können. Und
das Land selber, vom Land Schleswig-Holstein, wünsche ich mir natürlich, dass es Fördertöpfe bereitstellt. Das wäre ganz, ganz wichtig für die Erhaltung eines solchen einzigartigen Kulturdenkmales. Und da hoffen wir zum Beispiel auch darauf, dass sich für die Zukunft die Aktivregion hier mit beteiligt und bereit erklärt, so ein schönes Naturdenkmal für die Zukunft mit zu fördern. Unser Streifzug durch einige der schönsten Alleen Schleswig-Holsteins endet am Gut Perdöhl in der Nähe von Wankendorf. Hier treffen wir Ludwig Hirschberg, den Besitzer des Gutes. Warum werden, wie auch hier in Perdöhl, häufig Eichen in Alleen gepflanzt? Also wenn wir diese Allee hier nehmen, das ist die alte Heerstraße, eine der ältesten Straßenverbindungen in Schleswig-Holstein. Und ich glaube nicht, dass hier jemand die Allee wirklich gepflanzt hat, sondern tatsächlich haben sich hier die Eichen ausgesamt und man ließ sie stehen, weil sie Schatten gespendet haben, weil sie vor Regen geschützt haben und weil sie einem auch den Weg markiert haben. Und das sieht man an den unterschiedlichen Abständen und an diesen teilweise sehr knorrigen, sehr unterschiedlich alten Bäumen, die dann auch immer wieder sich ergänzt haben. Und nur im letzten Abschnitt, wenn man die Straße auf den Hof zunimmt, sind dann vor 100 Jahren die Eichen gepflanzt worden. Da haben sie gleichmäßige Pflanzabstände und haben einen Allee-Charakter. Aber ansonsten sind diese Alleen genannten dieser Straßensaum hatte eben seine Funktion. Und die Eicheln wurden genutzt für das Mästen von Vieh, das Holz als Brennholz und wenn die Bäume gut waren als Bauholz. Also die Eiche hatte eine Funktion und war beliebt. Vielen Dank. Gern. Alleen. Grüne Oasen, die uns ein Gefühl von Ruhe, Geborgenheit und Entspannung vermitteln. In einer Welt, die sich heute immer schneller dreht, voller Hektik und Unruhe, sind Alleen für uns Menschen ein wichtiger Ausgleich. Ein kostbarer Schatz, den es auch für nachfolgende Generationen zu bewahren gilt.